Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Review. Das mal vom Lego Set 7075 Captain Redbird's Pirate Ship oder im Kapitän Rotbart sein Piratenschiff. Das hat nur 134 Teile und ist trotzdem so groß, dass ich es bis hier runterheben, damit die spitz sind. Es ist für 4 Plus, hat 2004 sein Stasi gestartet. Mir fehlen ganz viele Teile, wie zum Beispiel die Kanone, die funktioniert nicht, eine Karte für da vorne, eine Planke, die auf dieser Seite ist. Was ich aber habe, ist natürlich auch die funktionierende Dings, Anker. Da hat es das Steuerrad, der gehört nicht dazu. Aber der mit dem Holzbein, und ihr habt es vielleicht schon gesehen, der sieht irgendwie komisch aus. Ganz einfach. Das kann ich euch vorstellen. Das ist der Kapitän Rotbart. Das ist eine normale Minifigur. So groß müsste die Lego-Figur eigentlich sein, damit sie von der Höhe her zu der Breite passt. Hat also mal existiert. Und ein Daumen und 3 Finger haben tatsächlich auch mal existiert. Warum auch immer das Lego-Figürchen heute keine Hand mehr haben. Ist alles aus einem Stück. Für 4-Jährige kann man also, nein, kann man nicht ins Mund nehmen, aber, also kann man, aber will man nicht. Der Hut ist immer in die richtige Richtung, weil es ja zusammen gemacht ist, zusammengekleimt, wie auch immer, dass man dem sagen will. Steht trotz Holzbein eigentlich gut. Schließlich ein Pirat. Der ist hier auf seinem Schiff mit seinen Crewmembers. On board gibt es auch noch eine Schatzkiste mit ganzen Haufen Teile zum reich sein. Hier hat es einen Kran, wo man unter anderem auch die Gitter knüpfen kann. Es hat sogar noch einen zweiten Kran, den man nicht so gut sieht, hier auf der zweiten Seite. Für das zweite Gitter, das hier ist. Das hier kann man bewegen. Das ist ein anderes Teil, das eigentlich zu einer Waffenschaufel nicht gehört, aber ich habe kein Original mehr gefunden. Die Dinger sind bewegbar, waschbar und das Beste, das Ganze schwimmt. Es schwimmt in der Badewanne. Eure Kinder wird es freuen. Geht und holt euch so eins auf bricklink.com oder findet eins auf einem Flohmarkt. Die Dinger sind genial. Wie gesagt, es fehlen ein paar Teile, wie hier das Schwarze und die Planke und so. Aber das macht super viel Spaß. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Oder Arr, ich komme euch holen. Nein, ich sage, nur Spaß. Lasst doch gerne einen Kommentar da, wenn ihr etwas zu sagen habt. Schickt das bitte an möglichst viele, die ihr kennt. Familienmitglieder, Freunde, Lego-Enthusiasten, sonst jemand. Ist es schließlich auch eine Fahrt in die Vergangenheit, aus eurer Kindheit vielleicht. Wenn euch das gefallen hat, schaut doch gerne als nächstes Video. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao zusammen! Das heißt Zwiebelstein und das